Schön, dass du wieder da bist beim Audio-Adventskalender und dem zweiten Teil von der Geschichte Lonely. In der behandeln wir Themen, die etwas schwerer sind als jene in den anderen Geschichten von dem Adventskalender. Wenn es dir also im Moment gerade nicht so gut geht oder du einfach keine schwierigen Themen magst vertragen, kannst du die Geschichte selbstverständlich überspringen. Wenn du aber gleich dranbleiben willst, dann freut mich das natürlich. Gestern haben wir im ersten Teil von dieser Geschichte die Lorina kennengelernt. Heute geht es um den Nevin. Was den Nevin und die Lorina verbindet, das lösen wir dann morgen im dritten und letzten Teil von dieser Geschichte auf. Es könnte schlimmer sein. Das hat sich der Nevin schon so oft gesagt, dass er gar nicht mehr so recht gewusst hat, ab wann die Floskel nicht mehr gestummen hat. Draussen zu schlafen, an das hat er sich, soweit das möglich ist, inzwischen gewöhnt. Aber ein Daheim wird die Strasse nie sein. Auch nicht in einer Tropennacht im Sommer. Schlussendlich bleibt der Asphalt der Asphalt. So hart wie die Tatsache, dass er ganz unten angekommen ist. Und er hat sich gefragt, wann der Punkt genau gewesen sei, wo er seinen freien Fall einfach nicht mehr hätte stoppen können und es keinen Rettungsschirm mehr gegeben hat, den er hätte ziehen können. Ist es der Abend gewesen, wo er seinen ganzen 13. in einer Nacht im Casino verdoppelt hat? Oder doch eher das Geburtstagsfest von seinem Onkel, wo er am Nachmittag am Eis schon dermassen voll war, dass er ihm vor versammelter Gemeinschaft auf die Torte gekotzt hat? Vielleicht war es auch dann, wo er die einzige Frau betrogen hat, wo ihn und nicht nur seine Fassade je richtig geliebt hat. Für den Nevin war einfach nie etwas genug gewesen. Auch er selber hat seinen eigenen Ansprüchen nie gelangt. Von allem hat es immer mehr müssen sein. Mehr Geld, ein grösserer Rauschzustand, noch aufregenderer Sex, you name it. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und vor ein paar Jahren ist der Krug namens Nevin in 1000 Einzelteile zersprungen. Ein bisschen Optimist, wo im Nevin noch geschlummert hat aber nicht mehr Wirkung gehabt als ein mittelmäßiger Sekundenkleber. Es hat zwar alles mit Mühe und Not noch so einigermaßen zusammengehabt, aber jeder hat seine Narben schon von weitem erkennen. Zwar hat der Nevin mit seinem Elternhaus auch nicht gerade den besten Start ins Leben verwünscht, aber an diesen Umständen die ganze Schuld zuzuschreiben, hat ihm doch zu einfach gescheint. Nein, so richtige Kniezwungen haben ihn nicht die äußeren Bedingungen. Für die Misere war er schon selber verantwortlich gewesen, hat sich der Nevin immer wieder gesagt. Und so ist es am Nevin auch unglaublich schwer gefallen, Hilfe von aussen anzunehmen. Zwar war er gerade in diesen eiskalten Wintertagen schon froh gewesen, um den einen oder anderen Platz in einer Notschlafstelle, aber aufs sonstige Sozialwesen zurückzugreifen, von diesem Gedanken hat sich der Nevin ziemlich schnell wieder verabschiedet. Bevor er da gelandet ist, wo er jetzt ist, hat er selber zu denen gehört, die so Sätze rausgelassen haben wie «In der Schweiz muss doch niemand auf der Straße leben. Für das haben wir viel zu viel Sicherheitsnetz.» Ja, die Sicherheitsnetze, die sind definitiv und die sind auch ziemlich gut. Aber inzwischen weiss der Nevin, dass man auch durch diese Masche fallen kann. Nur schon kleine Schwächen beim Lesen oder Schreiben können die ganze Sache nämlich schon extrem erschweren. Oder du geratest einfach an die falschen Personen bei den entsprechenden Stellen. Leute, die dir das Gefühl geben, als wärst du irgendein lästiges Insekt, das verdruckt werden sollte. Und vor diesen Leuten musst du dann auch noch regelrecht die Hosen runterlassen und Fragen beantworten, die dir nicht mal von deinen engsten Freunden gewohnt bist. Und ohne Wohnung einen Job zu finden, gut Nacht am 6 Uhr. Genauso schwierig gestaltet sich umgekehrt die Suche nach einem Daheim, wenn kein regelmäßiges Einkommen mehr vorweisen kannst.
Wie schön es doch ist in dem Land, wo Milch und Honig für alle fließt. Ironie off. Um ein paar Franken zu verdienen, hat der Nevin ab und zu ein Strassenmagazin verkauft oder in der Gassenküche ausgeholfen. Bei diesen Tätigkeiten hat er sie dann auch kennengelernt. Immer wieder hat sie ihm dann ein bisschen mehr Geld zustecken. Der Nevin hat aber immer abgelehnt. Mit zu viel Geld würde er nur wieder in Sachen investieren, wo seine Dämonen füttern würden. Was er aber mit der Zeit aufgegeben hat, abzulehnen, sind die wöchentlichen Einladungen zum Znacht bei ihr gewesen. Und seit 3 Jahren auch die Einladungen zum Weihnachtsessen. Wenn es noch gute Seelen da draussen gäbe, dann zähle ich sie definitiv dazu, hat sich der Nevin gedacht, als er sich an Heiligabend auf den Weg zu ihr aufgemacht hat.